Man merkt das wirklich jeden Tag mehr und immer noch auf einer tieferen Ebene, wie wichtig das es ist, was man sich selber in seinem Kopf die ganze Zeit denkt, oder? Der Neville Goddard nennt es Mental Diets, dass man wirklich nur noch das denkt, was man in seinem Leben will. Und viele grosse Namen sagen das, oder? Dass man muss aufpassen und Gedanken die Realität formt, oder? Vielen ist es auch irgendwo durch bewusst und denken auch so, ja, das ist ja möglich und sind auch in dieser, ich sage jetzt mal, in dieser Szene oder in die Richtung unterwegs, aber wissen nicht einmal, dass sie tagtäglich die ganze Zeit negativ denken und negativ reden. Und es ist ja schon nur, wenn man negativ denkt, was in dieser Welt passiert, ist es ja etwas Negatives, oder? Es ist ja dann nicht nur, wenn man irgendwie schlecht über sich selber denkt, sondern halt eben mit den Themen, die man sich auseinandersetzt. Wenn man sich hauptsächlich den ganzen Tag auseinandersetzt mit Themen, die einem eigentlich keinen Meter voranbringen, dann kommt man halt auch nicht voran. Und das ist irgendwie eigentlich, würde man meinen, sehr logisch und eigentlich sehr einfach zu verstehen. Aber ich bin halt auch nicht sicher. Ich glaube, es braucht einfach. Also ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie man das nicht kann, wie man so eine einfache Gleichung nicht kann machen. Aber also schon irgendwie. Aber ich bin halt nicht mehr in dem, sag jetzt mal, nicht mehr in dem Zustand, wo ich nur negativ rede, oder? Und man kann das jetzt mit dieser Distanz gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich halt immer mehr merke, durch das, dass ich es nicht mehr mache, wie negativ mich das Ganze beeinflusst, wenn ich halt dann wirklich auch auf so eine Abwärtsspirale gehe, oder? Und ich versuche halt mich wirklich auf einer Aufwärtsspirale zu behalten. Und wenn ich irgendeinen negativen Gedanken habe, dass ich halt frage, was in mir ist jetzt gerade so, dass ich die negativen Gedanken denke, weil ich sehe die Welt wirklich, das, was ich auserlebe, als eine direkte Spiegel von meinem Inneren. Das heißt alles, was ich in meinem Inneren fühle und für wahr empfinde und auch mit mir selber reden, oder? Also ich bin mega fest am Aufpassen, was mir durch den Kopf geht. Das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht gemacht, oder? Irgendwie, wir, wir sind regelrecht irgendein Produkt von, wir sind eigentlich auch einfach nur ein Computer, der abläuft. Wenn man das mal so weiter rauszoomt, sind wir eigentlich auch einfach nur ein Computer, der automatisch abläuft. Aber wir haben die Möglichkeit, als Beobachter dabei zu sein. Und wenn man dann wirklich einmal beobachtet, wie man den ganzen Tag redet, dann ist man plötzlich mal schockiert, so, hä, also, so kann ja gar nicht sein, dass ich so schlecht rede. Und wenn man dann auch mal merkt, dass, wo man die ganze Zeit redet, dass das auch das ist, was mir in der Welt immer wieder passiert. Jetzt sagen viele, ja, ich erlebe das ja, darum rede ich drüber. Aber wenn du die Ursache bist, wenn dein Denken die Ursache ist, dann bist du in einer Ratte, wie soll ich sagen wir Rattenschwanz. Du bist eigentlich nein, in dieser gleichen Spirale gefangen. Das heißt, du hast irgendwann einmal den Gedanken gesetzt. Irgendwann hast du mal negativ irgendwie gedacht und gefühlt und hast das erlebt. Jetzt ist es schon so, dass du sagst, du fühlst jetzt und denkst so, weil es ja du so erlebst. Aber du hast zuerst mal die Ursache gesetzt und jetzt erlebst du das. Und wenn du jetzt dich beobachtest, wie du denkst und wieder erlebst und dann mal bewusst angehst und dann mal bewusst so mit dir spielst und sagst, hey, heute denke ich einfach mal nur positiv, ich versuche mich wirklich positiv zu behalten oder ich beobachte mal, was ich die ganze Zeit denke. Und dann wird man immer mehr merken, jetzt habe ich das gedacht, jetzt erlebe ich das. Jetzt habe ich mich so gefühlt, jetzt kommt das wieder in mein Leben. Jetzt habe ich negativ über den Menschen gedacht, jetzt redet der genau so über mich, bin ich vorher in meinem Kopf schon das Gespräch gehabt mit dem Menschen. Ich habe vorher schon komischerweise irgendwie gedacht, der macht mich blöd an, jetzt macht er mich blöd an. Könnte das vielleicht nicht einfach auch wirklich jetzt durch meinen Gedanken sein? Ich könnte jetzt einmal das nächste Mal positiv reden über den Menschen, mal schauen, ob er positiv auf mich zukommt. Und so kann man wirklich anfangen, das Spielen und so Spiele machen und das einmal testen. Aber das geht halt nur, wenn man sich beobachtet und wenn man auch merkt, wie viel Negativität und so, dass man eigentlich die ganze Zeit hat. Und ich rate halt, und wie viele, die ich jetzt verfolge auf YouTube, die sagen auch, die nutzen kein Social Media mehr und wenn dann einfach nur für ihren Content oder um sich gezielt weiterbilden, nicht mehr um sich mit TikTok irgendwie jetzt berieseln lassen mit dem nächsten interessiert mich eigentlich 99% nicht Content, oder? Aber ja, so hat man dann halt auch wieder, es gibt wieder Trends, die Trends kann man dann wieder mit den Kollegen reden und schlussendlich redet man eigentlich nur über irgendetwas Banales, also Sinnloses. Also ja, mag ja sein, man mag ja meinen, es ist irgendwie interessant, aber vieles, was ich früher so auch wie meine Kollegen geredet habe, das ist eben nicht schlecht oder so, aber vieles hat mich gar nie weitergebracht auf dem Weg oder intensiv weitergebracht auf dem Weg, wo ich nachher gehen wollte, oder? Man hat halt
Da muss ich halt fragen, ja, wo will man hin, oder? Wo will man hin? In welche Richtung will man? Und wenn du die ganze Zeit über deine Vergangenheit redest, das beobachte ich auch oft, oder? Dass man, wenn sich Menschen treffen, dass man halt einfach darüber reden, was man alles schon miteinander erlebt hat. Das ist ja cool, aber wenn du zum 100. Mal gehört hast, es bringt dich immer noch nicht voran, oder? Dann kann man halt auch überlegen, rede ich über die Vergangenheit, über die negative Vergangenheit und über all den Scheiß, den ich erlebt habe und behalte das irgendwie in meinem Wesen am Leben. In der Zukunft erlebe ich das wieder, oder? Die blöde Ex, die böse Ex, wo mich so geschädigt hat. Und prompt hat man schon die dritte böse Ex, oder? Weil man ja einfach gar nicht auf die Idee kommt, dass man sich einmal fragt, so, ja, wie will ich denn eigentlich eine Beziehung führen? Sondern einfach immer die Ursache auf irgendjemand anderes verschiebt. Und dann muss ja der andere ja nachher wieder in sein Leben kommen, weil das ist eine Spiegelung. Das heißt, wenn du immer wieder die böse Ex, dann hast du doch beim dritten Mal wieder eine gleiche, ähnliche Beziehung, oder? Weil du gar nie was anderes machst, sondern weil du einfach immer Problem lässt. Und so sich mal fragen, was will man eigentlich, was will ich eigentlich im Leben? Bringt mir das, wenn ich negativ rede, wenn ich schlecht über andere Menschen rede, bringt mir das etwas? Und dann wird man schnell merken, nein, eigentlich bringt es mir gar nichts. Und dann muss man mal die ganzen Sachen, wo einem nichts bringen, einfach mal weglassen. Und dann muss man sich halt fragen, was bringt einem nichts? Was bringt mir aktuell nichts für meine Zukunft? Und so kann man schnell einmal anfangen, das Zeug aussortieren und hat auch viel mehr Platz für Sachen, die man eigentlich in seinem Leben will. Und vielleicht kann man dann auch erst überhaupt an etwas anlaufen. Ich meine, es kann ja sein, dass gewisse Sachen in deinem Leben dich extrem fest zeitlich einschränken, dass du gar keine Möglichkeit hast, auch irgendwas, wo du in deinem Leben willst, überhaupt auf dich zukommen lassen, oder? Dann muss man halt wirklich einmal den Mut haben und Sachen, die einem nicht dienen, hinter sich zu lassen, einmal auf die Seite tun. Und dann wird man schnell merken, wenn man sich mit dem beschäftigt, wo einem gut tut, oder? Ein gutes Buch lesen in die Richtung, wo man will. Mal versuchen zu verstehen, warum denke ich, wie ich denke, oder halt viele Sachen, oder? Man kann sich wirklich gezielt in die Richtung denken, wo man will. Und das ist halt nicht in dem, dass man in der Vergangenheit lebt. Klar kann man mit etwas, was man in der Vergangenheit erlebt hat, auch Rückschlüsse ziehen und schauen, wie man das zukünftig will. Aber viele bleiben irgendwie einfach in der Vergangenheit gefangen, oder? Passiert ihnen etwas Negatives mit irgendeinem Mensch, ist der Mensch einfach schuld. Er ist einfach ewig schuld. Und das ist jetzt einfach meine Meinung. Wenn du jemandem Schuld auflastest, dann der kann das dir nicht wegmachen, oder? Das heißt, du hast eigentlich im Aussen einen Trigger geschaffen. Das heißt, immer wenn du wieder an den Menschen denkst, hast du wieder die Verbindung, die du ihm aufbürdest, wieder bei dir selber präsent, oder? Das heißt, du bist wieder in deiner alten Vergangenheit. Darum auch da, den Menschen nicht irgendwie Schuld zuweisen, sondern vielleicht auch dankbar sein für die Sachen und sagen, hey cool, jetzt weiss ich, dass ich da an dem Punkt nicht mehr mit dir weiterkommen oder wie auch immer, oder? Aber wir tendieren schon einfach alles auf die anderen abzuschieben und gar nicht bei sich hinzuschauen, oder? Habe ich vielleicht auch etwas mit irgendeiner negativen Situation zu tun oder mit einer negativen Partnerschaft, oder? Wie bin ich vielleicht die ganze Zeit über meine Partnerschaft am Denken? Denke ich die ganze Zeit, ja, jetzt zickt sie mich dann wieder an und prompt zickt wieder jemand rum. Oder? Dann auch mal, oder? Man hat es halt schon selber in der Hand, aber wenn man nur immer die anderen und nie bei sich selber anschaut, dann wird sich auch nichts ändern, weil der einzige Mensch, der was kann ändern in deinem Leben, bist du. Es kann niemand anders. Auch wenn du jemandem sagst, das Arschloch hat mich verletzt und er verändert sich zum Besseren, dann ist er ja immer noch das Arschloch in deinen Augen. Nur weil jetzt ändert er sich, jetzt hat ja aber nichts geändert bei dir, weil du ihm ja den Stempel gibst. Und jetzt ist der vielleicht schon lange nicht mehr so, wie du ihn gestempelt hast, oder? Aber du siehst ihn immer noch so und das zeigt eben, nur du kannst das eigentlich dann auch wieder zurücknehmen, die ganze Schuld, oder? Wenn du jemandem eine Schuldzuweisung machst oder jemanden als schuldig siehst, oder?